Ja, Leute, ihr seht richtig, wir sind schon wieder an einem Sturzergebnis, Bildschirm, Screen, whatever, weil was gerade da mit so abging in der Welt, die niemals war, ist schon ziemlich creepy, war? Nachdem ich bei mir irgendwie eröffnet habe, von wegen, ja, alles, was du erlebt hast, seitdem du damals in der Welt des Anfangs, nicht Welt des Anfangs, Entschuldigung, auf den Schicksalsinseln, seit damals in Dunkelheit getaucht wurde, noch Kingdom Hearts 1 mäßig, da, ja, hat jemand, sich quasi gedacht, ja, wir schicken ihn zurück und so, damit er alles mal leben kann. Ist irgendwie alles ein bisschen creepy, was hier gerade erzählt wird. Zusammenhänge sind noch nicht ganz klar, ob das alles irgendwie auch nur zu bedeuten hat, dass sein Leben von Daniel gesteuert wurde. Also, ja. Viele offene Fragen noch, alles was ein bisschen verwirrt. Und ich hoffe, wir kriegen ein paar Antworten und vor allem, dass so nicht durchdreht. Ne? Das wäre ganz wichtig, weil bisher haben wir in der Welt mit so noch nichts getan. Jetzt muss wieder Riku ran. Mach weiter, ja. Gut, ich meine, wir haben sie gerade gehört, ne? Von wegen, dass Rico mal so gesprochen hat. Ist halt echt die Frage. Warte mal, hä? Ich bin hier. Das war hier soweit richtig, ne? Wir gehen mal ganz kurz hier durch. Also wirklich Rico, der mit Sora gesprochen hat? Oder war es jemand da? Ah, warte mal, was ich noch machen wollte in der Folge eigentlich. Mal gucken, ob es so weit funktioniert. Auch hier. Titelmenü? Nee, so nicht. Hier, Weltkarte. Ich könnte nochmal speichern mit Rico hier, dann habe ich das mit so auch wieder drin. So, gehen wir mal zur Weltkarte. Ich wollte das mit dem flinken Vizen noch angucken. Wie das genau funktioniert. Flinke Flitzer. Noch nie gemacht, es gibt eine Trophäe dafür, also wird schon wichtig. Hä? Und jetzt? Medaillen laden. Medaillen, momentan aber gar keine, ja, das ist auch richtig so. Bist du der flinke Flitzer-Typ? Versuchen wir es mal, wa? Was im flinke Flitzer fällst? Ich dachte wegen flinke Flitzer, dass er irgendwie, naja, fahren muss. Auf einem Gefährt, wenn er da Karten auswählen muss. Ja, ein bisschen Yu-Gi-Oh! Mäßig, ja. Das irgendwo von anziehen oder verteidigen zu lassen. Okay. Auf 0 zu senken. Wie blocke ich hier? Sie zu beschützen. Das ist alles ein bisschen seltsam gerade. Werde mit einem Geist. Wenn der Angriff trifft, wird der Aktion des Gegners unterbrochen, und zwar eine Karte einen höheren Wert besitzt. Der Höchstwert ist ein Stern, weil ganz genau kann einen Wert besitzen. Wert, okay, hat auch ein bisschen was von Quen. Außer The Witcher halt. Ja, aber ich hab grad nur irgendwie 4er-Dinger. Und ich hab nur 5er. Die werden Werte spielen, das ist jetzt ein Duell.
bisher ist alles noch ein bisschen seltsam. Nachladen. Okay. Lade nach! 9 Guys im Kampf von L gedrückt hältst. Okay. Die Karte knapp werden. Okay. Ich finde das Ganze trotzdem nur ein bisschen creepy, aber wir können es mal versuchen. Pandrago. Hätte ihn theoretisch Relax nennen können, aber egal. Ja, greif mal an, Alter. Du hast eine Power von 30 gehabt. Ja, dann sieht er niedlich aus. Ja, greifst du jetzt mal an oder was? Autsch. Ich bin wieder da. Duell. Duell. Sag mal, ich kann so viel Pech haben. Ein paar Tage macht irgendwie auch ein bisschen Müll. Der andere einfach ausweichen, wie geht das? Pandrago 9! Okay, er hat eh nur einen. So. Also es ist durchaus interessant, muss ich zugeben, muss man aber auch nicht machen, wirklich. Gewonnen! Der Trainingscup! Pandago freut's. Ja, also kann man machen, muss man in dem Fall auch, weil, naja, wir brauchen sie halt. Ist ja so, nicht wahr? Oh, warte mal. Nein, nicht Titelmenü, bist wahnsinnig. Wir brauchen so für die einen Trophäe, ne? Aber ich glaube, den Rest, die anderen Cups, die sehen nachher gleich aus. Ich glaube, die können noch Aufskin machen, Freunde. Also nehmen an, natürlich sind ein bisschen andere Gegner und so, aber grundsätzlich das Prinzip ist dasselbe.
Hier war ich, ne? Jo. Ich war genau hier. Gut, nochmal speichern. Im Gang die Illusion. Der Rico hat hier was zu tun. Bei Sauer eher weniger. Berichte, dann Berichte. Trophäenschrank. Was war das für ein Ding? Den ich genau brauche. Ein flinke Flitzer Cup. Den ersten Platz. Das ist, glaube ich, der letzte, der Finale Cup. Okay, wir werden mal sehen, wenn es soweit ist. Jetzt haben so ein fetter Triceratops, kann ich sicher so rumwirbeln. Ah, dann ist schon weg, okay. Hat er oben gerade eine Truhe? Und was für eine, yeah. Spaltwurf. Der scheint schmerzhaft zu sein. Was für ein Teil dort? Hier. Oh, okay. Damit ich wieder zurückkomme, war, macht irgendwie auch Sinn. Muss ich nochmal runter? Wenn ich da hin will, war. Nee, will ich nicht. Obwohl wir gerade mal dabei sind mit den Geistern. Kann ich einmal einen neuen Geister schaffen oder sieht es damit eher doof aus? Die epische Fantasie fehlt mir noch, okay. Jetzt sind auch schon mal ein paar mehr. Wie sieht's denn? Nein, Moment. Dann fertig kein Dings aus, ne? Okay, da war noch ein bisschen was. Eiska, okay, und bei Golbat. Huch. Da hat er 2 Verbindungen mit ihm. Natürlich doof. Golbat mal ins Team nehmen, wa? So. Okay. Da schon wieder ein bisschen mehr los hier. Das ging schnell. Also Rico räumt hier richtig ab. Aber eben, hier kann man sogar gut durchaus vorstellen, dass So hier gar nicht mehr so große Kämpfe haben wird, sondern vor allem Rico derjenige ist, der hier aufräumen muss, um So auch auf der Patch zu helfen. Soll wir so außer Patsche helfen, wa? Da unten jetzt. Oh, da unten, super. Nee, ja, kennen wir schon. Wow. Das war elegant, Rico.
Ja, ist gut. Puh. Also vor allem die Viecher, die so übel waren. Oh, sind noch ein paar T-Rex dabei, ne? Junge! Der ist eh schon mit dem K.O. und so, aber ist gerade ein bisschen viel los hier. Und ich komme nicht mehr weg. Boah. Junge. Mal kurz auf den Ding gehen, gerade gesehen, hab schon falsch gemacht. Ah, die Viecher haben echt eine Power. So, ganz ruhig hier. Ah, die sind übel. Und ich will mal mein Angriffsteam ein bisschen auswechseln, weil Soppenflora ist natürlich schon cool im Prinzip, aber entweder mal Golbert hier rein, ne? Puh. So, Mega Potion, hier geht's auch schon wieder weiter. Steht's heiter. Ja, cool, langsam muss ich mal was so wären. Stufe 32. So, Mandragora auch eine höhere Stufe, sehr schön.
So. Ah ja. Ja gut, muss natürlich einer mal gesagt werden, wa? Okay, wo bin ich? Oh, ernsthaft komme ich nicht rüber. Bin ich eigentlich richtig so weit gewesen oder wäre der andere Weg noch schnell nach oben, wa? Jetzt nicht so schlecht, da wäre jetzt da. Für die Rallala, gibt aber keine Truhe. Naja. Wow, dafür gibt es die Gegner. Nein, ich habe keine Gegner bestellt. Und tschüss. Noch mehr Gegner. Also eine größere Plattform. Da hinten ist noch eine Truhe. Und dann nochmal eine, aber komm. Okay. Jetzt sieht es ein bisschen so aus, als würde es gleich richtig zur Sache gehen. Müssen wir noch was machen bei Riku? Schlüsselschwerter. Kontrapunkt, alle für ein. Ne, das passt schon so. Der Mogri Shop. Der Mogri Shop, der Mogri shoppt. Kollisionsmagnet. Lohn haben die einfach hier nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Schonungslose Fantasie. 2000 war eine Menge. War das für den T-Rex oder war das ein anderes Viech? Ne, ist die epische Fantasie wieder was anderes. Formbare Fantasie. Junge, so viel Fantasie, ne. Kannst du dir nicht ausmalen? Naja gut. Brauche ich eigentlich momentan auch nicht, wenn wir da sind. Freunde, retten wir Sora. Is that Sora? Sora! Oh. Sora, don't! You've got to wake up! Sora! Are you what's trapping him in that nightmare? Because if you are, I'm what nightmares fear. Schön gesagt, Riku. Der Typ sieht irgendwie seltsam aus. Anti-Schwarzmantel-Albtraum. Ich würde sagen, ein schwarzer Mantel, aber irgendwie trotzdem ein bisschen anders.
Oh ey. Also in dem Boss hat er gar keinen Bock tatsächlich. Der macht einen seltsamen Damage. Also ja, ich mache ein bisschen Schaden bei dem. Der macht grandiosen Damage. Junge. Was ist los mit dem? Anti-Schwarzmantel-Albtraum. Ey, ganz ehrlich. Was könnte das wohl für eine Art von Kampf sein? Blocken, ja. Ich meine, kann du in der ersten Phase mal das Blocken konzentrieren. Das ist mal so einfach ist bei gewissen Moves. Jetzt bei gewissen Moves auch gar nicht. Ja, wenn du dann noch zu übertrieben bin quasi, erst recht nicht, ja. Also mein Pandrago und Golbat, die machen natürlich auch gewissen Damage, gar keine Frage. Aber ich glaube, da muss ich tatsächlich einfach auf den Nahkampf gehen. Klassische alte Kingdom Hearts Manier. Mit Blocken und so. Normales Blocken bei dem Move klappt nicht, wa? Bei dem schon. Also eigentlich, der entweder weiß ich halt, welche Attacke ausführen, kann dementsprechend ausweichen oder reagieren. Aber ich muss auch ein bisschen mehr Vigra. Ich habe das Gefühl, es müsste ungefähr so laufen. Quasi ein, zweimal angreifen, nachher immer ausweichen, weil seine Attacken bisher kamen ja relativ gut ausweichen, wenn man halt weiß, welche einsetzt gerade. Ja, ich muss einfach ein bisschen konzentrierter sein tatsächlich. Der kann man gar nicht irgendwie ausweichen. Beziehungsweise blocken. Ausweichen geht schon. Ja, es muss irgendwie so laufen. Ist ja gar nicht so mein Fall. Aber wir sind eh gleich bei der Partende. Nein, dass wir sonst ein bisschen üben, bis wir das dann richtig raus haben. Aber er meint, die Attacken, die einsetzen, das sind keine typischen Nahkampfangriffe und so. Ich mach hier, ne? Die Move muss halt ausweichen, ne?
kann sogar ohne Pandragon zu machen. Und meine Geiseln durch ein bisschen. Ja, klar, hier macht er so einen Move, aber Wunders macht den ja nicht. Der macht auch nicht so viel Damage wie diese Magie-Dinger. Die machen Damage. Eine Variante wäre natürlich normalerweise zu trainieren, damit er noch ein bisschen stärker werden, noch mehr abziehe. Hat natürlich nichts damit zu tun, wie viel Damage ich selber jetzt kriege, aber ist mehr halt damit hat es zu tun, wie viel ich ihm selber zufüge. Ich nehme mehr Heilungszauber. Der ist nervig. Der ist echt übel der Move hier. Gut, der wäre jetzt auch nervig, den ich eigentlich abblocken müssen. Er hat sich gerade geheilt. Hat es doch gewisse Moves, die er... Hat doch schon viel weiter unten. Ja, reaktionsbedingt müsste es eigentlich hinkriegen. Quasi einen Zeitpunkt abzuwarten, wann er mit Magie angreift, wann er in einen Frontalkampf geht. Eigentlich immer, wenn er auf mich zustürzt, wieder ein Nahkampf. Ja, schau nämlich, wenn ich zu nahe dran gehe, macht er den Move. Er gibt mir eigentlich immer die Zeit, die ich bräuchte, um mich zu heilen. Jetzt hat er es nicht ausgeführt. Dass manchmal setzt du ein paar Kommandos ein, denkst, okay, jetzt wäre cool dann abgelaufen, jetzt willst du das nächste Kommando einsetzen, macht aber nicht und du bist im Kopf schon weiter. Sprich, dann will ich ausweichen und merke plötzlich, oh, ich habe gar nicht geheilt. Naja, so viel dazu, Freunde. Nee, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Es wird schon irgendwie gehen, muss mir halt ein bisschen reinfuchsen. Der eine Move da, wo mich irgendwie aufspießt, meine Karte fast auf 0 kriegt oder auf 1 runter, der ist ein bisschen nervig, wo ich gar nicht weiß, was der überhaupt genau soll, also beziehungsweise ich dem ausweichen kann. Wird aber auch da irgendwie einen Weg geben und dann, ja, geht es nächste Folge weiter. Und ich hoffe, wir können irgendwie so dadurch retten oder zumindest, ja, in Erfahrung bringen, was überhaupt genau für eine Welt ist, weil ich war sowieso verwundert, dass so da wieder so dass Sora und Rico offenbar in derselben Welt jetzt sind, weil sie sind ja trotzdem irgendwie noch auf ihrer Reise in Trauma so unterwegs, weil sie immer noch verjüngt sind. Kann natürlich auch sein, dass es ein Zauber von ihnen Sith ist und gar nichts mit der Organisation zu tun hat. Aber da denke ich, das wäre nur, weil sie innerhalb der Welten waren sie deswegen auch wieder jünger. Weil sie auch zur Prüfung gehört, logischerweise. Aber dass sie immer noch der Fall ist, naja, wir werden sehen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.